Ciao zusammen und willkommen zu Chefe Totti! Wir sind bereits bei der 7. Folge und unsere Mannschaft wird immer stärker und stärker. Und seit neuestem haben wir einen neuen Rechtsverteidiger, und zwar der Maicon International Hero Version mit brutal geilen Wert. Mit Tempo 88, Schuss 77, Pass 80, Dribbling 83, Physis 85 und, Defensiv 85 und Physis 86. Passt da noch mein verdammter Mittelwert. Auf jeden Fall hat der kranke Wert und der wird uns sicher nicht nur in der Verteidigung, sondern auch in der Offensive einiges bringen. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Aber bevor wir das sehen werden, wie uns sich unsere verbesserte Mannschaft schlagen wird, kommen wir natürlich zuerst Grüße an euch. Also nehme ich mein Handy zur Hand und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Und zwar der erste Gruß, der geht an die Corinna Gundlach. Du möchtest größer werden, das mache ich. Plus möchtest du auch noch, dass ich der Wyatt und der Dwayne grüße. Also auch an euch zwei liebe Grüße. Keine Ahnung, sind das deine Kinder, sind das Kollegen oder meinst du da wirklich die Wrestler? Komische Namen für jemanden, der Deutsch redet, also ja. Weil für mich sind das Wrestler-Namen. Auf jeden Fall, wenn das deine Kinder sind oder so, schreibt uns unten einen Kommentar. Wenn das Kollegen von dir sind, die mich auch verfolgen, schreibt doch auch unten in den Kommentar jetzt Hashtag gegrüßt. Das wäre echt nice von euch, wenn das der Fall wäre. Dann der Marc Schmidt, die Grüße gerade nochmal, weil du hast ja geschrieben, Hashtag gegrüßt. Also nochmal Grüße an die raus. Dann haben wir hier den nächsten Gross. Der Severin auch vom letzten Mal hat auch hergeschrieben, Hashtag gegrüßt und somit nochmal Grüße an die raus, obwohl sie wie der Marc nicht nochmal verlangt haben. Also liebe Grüße nochmal an euch zwei. Dann haben wir hier den nächsten, der möchte grüßt werden, und zwar ist das der Lorenzo Preino. Eine liebe Grüße an dich und auch an deinen Kollegen der Graziano, wo du willst, als ich den grüße. Und auch du Graziano, wenn du das siehst, schreib unten her, Hashtag gegrüßt. Das wär's mit den Grüßen, aber noch nicht fertig mit den Sachen, die ich will vor dem ersten Match loswerden. Und zwar kommt jetzt ein weiterer Punkt, der betrifft zum einen noch den Lorenzo, weil er hat geschrieben, ich soll doch den Maicon nehmen, und ich hoffe, du bist froh, dass ich ihn wirklich genommen habe ins Team, weil für mich ist es die einzige logische Schlussfolgerung, seit der Maicon nicht da, er ein Teamkamerad ist vom Totti, und zwar ein langjähriger Verteidiger, der schon immer gut war und jetzt wieder mit seiner International Hero Karte wieder die Wert kriegt oder noch besser wird, als was er noch früher schon mal hatte. Da als zukünftige Legende kann man ihn ja auch anschauen wie der Totti. Dann der nächste Punkt, das kommt vom Five Brats, von unserem Brötli da. Und zwar schreibt er möchte, dass ich den Lord Bentner hole und der Marco Seiler. Das sind zwei hammercoole Spieler, die aber nicht ins Konzept passen. Genauso wie das, wo der Bam Bam schreibt. Er möchte nämlich, dass ich mir den Sommer hole. Auch er ist natürlich ein hammercooler Spieler. Und passt genauso wie die anderen zwei nicht ins Team rein. Darum werde ich mir die für diese Serie nicht holen. Jedoch kann ich mir etwas überlegen, wenn ihr schon so coole Vorschläge habt mit Spielern, schreibt doch noch weitere Spieler unten jetzt in die Kommentare rein, denn ich werde das Team zusammenbauen mit all diesen Spielern, die ihr mir vorschlägt. Also, wenn es mehr soll sein, dann werde ich natürlich aussortieren. Jedoch werde ich dann etwas zusammenbasteln mit den Spielern, die ihr mir vorschlägt, und mit dem Team dann ein paar Matches gerne für euch da draussen machen. So, das war es. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und ich habe irgendwie aus einem guten Schweizerdeutsch formuliert. Denn jetzt fangen wir an mit der Action. Ich sage der erste Gegner und dann sehen wir uns, sobald ich ihn gefunden habe. Auch hier haben wir einen Gegner mit einem Serie A-Team. Extrem stark. Es wird schwer, da unsere Verteidigung, unser Goalie ja nicht wirklich gut sind. Er hat starke Spieler vorne und im Mittelfeld. Wie wir uns schlagen, das sehen wir jetzt. Also ab geht's. Oh, kommt Totti gerade mit dem ersten Schuss. Oh, sein Goalie hebt. Der Gegner kann nach einem Eck da der Konter fahren. Können wir ihn aufhalten? Es sieht nicht gross nach aus. Er kommt da durch. Oh, der hat er stark gemacht. Der Pass hat er stark gemacht. Unser Goalie kommt. Oh! Oh! Yes, es geht. Jetzt haben wir auch Glück gehabt. Jetzt haben wir auch richtig Glück gehabt. Philippe Anderson. Sehr schön. Pogba. Komm! Jawohl! 1-0 Pogba! Wow. Der Gegner spielt recht gut. Besonders hinten steht er auch noch massiv. Und seine Angriffe sind verdammt gefährlich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt noch ein paar Goal mehr reinhauen können, um das Spiel auch zu gewinnen. Oh, der Gegner kommt da gut durch. Das macht er sehr gut und er macht jetzt 1:1. Wie gesagt, er spielt hure gut gegen Führer und ich kann so Zeugs einfach nicht recht verteidigen. Pogba setzt durch, jawohl. Sehr schön. Oh, schön Pogba, komm.
Und jetzt hauen ihn rein. Nein, was für ein schlechter Schuss von mir. Oh, Fehler vom Gegner mit dem Goalie, aber wir können es nicht ausnutzen. Kriegen wir den Ball? Jawohl, komm die Ball, komm die Ball. Und jetzt kommt die Flanke, und da haben wir einen Spieler. Oh komm, mach ihn! Jawohl, irgendwie geht er rein zum 2:1. Oh mein Gott, was für ein komisches Goal, aber Hauptsache Goal. Hey, und der kann mit 2 Pässen, kommt der da einfach durch. Und die Spieler sind so schlecht und er macht es 2:2. Da merkt man jetzt die scheiß Innenverteidiger von mir. Die sind zu langsam, sie können nicht richtig reingehen und dann spiele ich auch noch schlecht. Und er hat das hammergeil gemacht. Zur Halbzeit steht es 2:2. Gegner ist extrem effizient und wir nutzen unsere Chancen, nur ein bisschen Glück haben, damit die Bälle überhaupt reingehen. Jetzt kommt die zweite Halbzeit und ich hoffe einfach, dass wir nicht noch einbrechen. Oh, der macht das so stark da vorne. Hey. Und mit seiner scheiß Ballrollen. Oh, der Pass hat er auch gut gesehen. Nein! Wieso gehen meine Verteidiger nicht her? Gehen doch an! Oh, schön, komm, durch. Aber Mina kann natürlich nicht abschliessen. Ah, jetzt wieder mal ein Angriff. Komm, Maicon, komm. Ah, Maicon, was schnarrt da? Felipe Anderson. Komm rein und jetzt hauen ihn rein. Nein! Schade. Komm, jetzt Totti. Über zum Dybala. Dybala sweatet, aber der kommt nicht an. Aber wir machen gleich irgendwas 3:3. Aber der Sweaty Pass hätte zum ganz anderen Spieler müssen. Egal, er kommt an. Wir machen den Ausgleich. Oh, heftiger Gegner. Hey. Wir gehen in die Verlängerung und dann für Statistik müssen wir eigentlich führen, aber der Gegner 3 Schüsse aufs Goal und alle drin und der ist so scheiße effizient. Hey. Er kann ihn durch die Mitte bringen und er kann einfach so durchlaufen und er schießt. Der macht jeder scheiß Schuss, der aufs Goal geht, rein. Fast jeder. Hey. Wieso ist der so scheiße effizient? Fuck, hey. Und das auch. Der Pass kommt einfach so durch und er kann einfach laufen. Zack, Schuss und Goal. Jeder Dreckschuss ist bei dem einfach drin. Er spielt urstark, das muss ich sagen. Er ist einfach extrem effizient, dass er vorne... Ah, jetzt glaube ich, der läuft einfach durch. Ich kann das mit meinen Spielern nicht einmal machen. Das tak. 3:6 nach Verlängerung. Zu hoch ausgefallen. Meiner Meinung nach, der Gegner ist wirklich gut gewesen. Er hätte sich wirklich auch verdient. Weil wir einfach unsere Chance auch nicht nutzen, aber 6:3 ist eindeutig zu hoch. Egal, haken wir das Spiel ab, gehen wir ins nächste Spiel und dort kriegen wir noch eine Verstärkung ins Team. Und zwar, der Khedira wird ausgewechselt, da kriegen wir einen neuen Mittelfeldspieler, der somit auch schon bei seiner Endkarte angelangt ist. Unser Mittelfeld ist komplett mit dem Team of the Season Marquisio und der hat hammergeile Wert mit Tempo 86, Schuss 82, Passen 90, Dribbling 90, Defensiv 85, Physis 86, dazu kommen 4 Sterne Spezialbewegung und 4 Sterne schwacher Fuß. Also das Mittelfeld kann sich mehr als nur sehen lassen. Jetzt geht es darum, unsere Verteidigung und unseren Stumpf zu verbessern. Diese Möglichkeit haben wir jetzt gerade mit dem zweiten Match. Da haben wir unseren zweiten Gegner, ein komplettes Bronze-Team, aber wir kennen das ja von der letzten Folge. Der Bronze-Teamspieler ist stark also, und ich habe nicht so meinen Tag, aber trotzdem gebe ich mein Bestes einmal mehr für euch. Schön abfangen vom Dybala. Aber der Dybala macht einen Fehler, egal. Wir probieren es einfach mal mit einem Distanzschuss. Und der war gar nicht so ungefährlich. Die Ecke geben wir weit nach hinten raus. Hier kommt doch noch irgendein WA. Dybala wieder mit einem Distanzschuss. Das mal wieder blockt. Gomez mit Schuss an die Täuschung. Und jetzt mit dem Schuss und sein Goalie hebt schon wieder. Ah, das habe ich geschmeckt. Und sein Goalie hebt ihn trotzdem, weil Mina auf der Nähe Pfosten schiessen anstatt auf der zweiten. Das gibt's doch nicht, Ich kann den Bronzespieler einmal mehr wieder nicht den Ball abnehmen. Und die sind so scheiße schnell. Und ihm sein erster Schuss geht rein. Es ist nicht zum Glauben. Es ist immer das Gleiche. In der Rücken und machen und dann der Gegner mit dem ersten Schuss macht er die Kiste. Oh, schön. Und jetzt gerade wieder. Jawohl, Pogba. Komm, Pogba. Das gibt's nicht. Der kommt mit seinen Bronzespielern so schnell her. Jetzt kommt Gomez, wir flanken und da haben wir Felipe Anderson. Der kommt wieder nicht an den Kopfball an. Oh, aber jetzt kommt einfach mit dem Pogba aus der Distanz und sein Goalie hebt, ist ja klar. Sein Goalie hebt alles. Okay, ist aber ein Distanzschuss, aber trotzdem. Jeder einen Schuss, einer ist drin, wir haben 10 Schuss, 5 aufs Goal, noch keiner drin. Egal, zweite Halbzeit. Jetzt eine Flanke rein und da haben wir jetzt einen Spieler von uns, aber nein, sein Goalie kommt. Kopfball.
haben wir irgendwie gewonnen, aber doch nicht richtig. Und jetzt kann der Gegner wieder einen Konter fahren. Aber mehr perfekte. Hey, das war perfekte Grätsche auf der Ball gewesen. Kein Bitz der Gegner berührt. Kein Bitz. Oh, jetzt abfangen. Sweat. Hey, schau mal. Wir sweaten und nicht einmal das geht. Und jetzt ein Distanzschuss und 1:1. Verdienter Ausgleich. Mehr als nur verdient. Aber wie gesagt, ich will sweaten und nicht einmal das geht. Nicht einmal das ist gegangen. Unglaublich. Das ist nicht möglich, was der mit seinen Brasenspielern wieder herkriegt, was ich nicht herkriege mit meinen Top-Spieler. Aber jetzt, komm, Philippe Anderson. Jawohl, so, Pogba. 2:1. Oh mein Gott, hey, was für ein Kampf ist das Spiel, hey. Unglaublich, hey. Oh schön, komm, Doppelpassspiel da. Sehr schön, Marquinhos, jetzt raus auf der Gomez. Gomez. In die Mitte, zack, passen. Und sein Goalie hebt, aber jetzt Nachschuss. Übers Goal, nein, hey. Schön reingerätscht. Jetzt Pogba da, Kurzpassspiel über die Balla mit dem Pfosten oder Lattenschuss, das ist nicht zum Glauben. Aber jetzt haben wir wieder den Mike Con. Komm, Mike Con. Schau das an, wie viele Leute da hinten hat. Schau das an, der hat alles hin. Das ist nicht zum Glauben. Und wir kriegen den Pass einfach da nicht durch. Schön. Jetzt setzt er sich durch. Ah, Gott, doch noch. Oh, schön. Ablecken. Und jetzt haben wir noch das 3:1. Endlich entspricht das Resultat am Spiel geschehen. Was für eine Erlösung. Auch wenn der Nachspielzeit, das ist ja wirklich eine Erlösung. Ich will immer das Kämpfen. Könnte noch ein Goal geben für den anderen. Das wäre so heftig. Hey. Aber mit dem 3:1 da haben wir die Entscheidung endlich klar gemacht. Statistik sagt einmal mehr. Vorne bin ich so etwas von Scheiße heute. Es ist unglaublich. Trotzdem haben wir diesen Match für uns entscheiden und das war ein verdienter Sieg. Dann schauen wir mal nach, wer upgradet wird. Und das ist nicht der Marquinhos, auch nicht der Pogba, auch nicht der Dybala. Nein, es ist der Philippe Anderson. Also unser linker Flügel kriegt jetzt die endgültige Karte. Ivan Perisic in der International Man of the Match Version ist unser endgültige linke Flügelspieler. Und seine Werte sind auch einmal mehr brutal geil. Mit Tempo 88, Schuss 88, Passen 90, Dribbling 88 und dazu noch Physis 84. Das Ganze wird noch top mit 4 Sternen Spezialbewegung und 5 Sternen schwacher Fuß. Also ein linker Flügel, der uns hoffentlich hilft im Goalschiessen. Wer das sein wird, das sehen wir jetzt gerade im dritten Match. Und da haben wir unseren dritten Gegner. Okay, das sind ganz komische Spieler, aber interessant. Und einer, der so ein Team zusammenstellt, ist meistens gut. Und für mich heißt das wieder Scheiße. Wir können das verlieren, aber ich gebe wieder mein Bestes. Oh, schön gerade durchkommen. Und wir machen jetzt 1:0. Wie kann er das nicht machen? Das muss ich ausnutzen. So Chancen muss ich einfach ausnutzen. Hier rüber, zack. Und dann gerade weiterspielen. Jawohl, da haben wir den Totti. Kommt Totti! Jawohl, Totti! 1:0. Yes! Was für ein wichtiges Goal, hey. Was für ein wichtiges Goal gerade wieder. Und wie schön hat er das gemacht. Sehr schön. Perfekt abgeschlossen von Francesco Totti. Oh, kommt besser an, jawohl, kommt besser. Kommen an. Und jetzt quer. Oh, jetzt leckt es gerade. Aber wir haben den Ball, aber die Ball nimmt noch nicht an. Was läuft? Oh, Fehler. Und 2:0. Trotz wir eigentlich sehr schlecht sind, haben wir gerade den Fehler vom Gegner ausnutzen und 2:0 schiessen. Und wir haben gerade den Rage Quit. Auch nicht schlecht. Und da haben wir 3 Spieler mit der gleichen Wertung, mit 7,1. Und da ist jetzt halt die Frage, wer ist es? Also, wir haben ja gesagt, beim Totti kriegen wir 2 Upgrades. Und weil er ein Goal gemacht hat, das sehen wir hier, Torvorlage ist Marquinhos, aber er hat ein Goal gemacht. Und er hat kein Glücksgoal gemacht, wieder die Bälle, sondern ein richtiges Goal. Darum entscheide ich einfach, wir kriegen 2 Upgrades, die wir machen können. Und die nutze ich gerade aus für Verteidigung. Ihr seht richtig, ich werde meinen Goalie und Innenverteidiger aufwerten zu Goldspieler. Welche 2 Spieler sie werden, erfahren wir in der Folge 8. Und die Folge 8 ist eine Special-Episode. Die ist sogar so special, dass sie auf 2 Kanälen gezeigt wird. Und zwar der erste Teil von dieser Folge kommt auf dem Kanal von den Super Swiss Bros. Jawohl, ich sage seit langem wieder mal gegen den Rob, gegen sein Super Swiss Team. Also, wenn ihr möchtet erfahren,
welche 2 Spieler die neu sind in unserem Team, müsst ihr unbedingt nächste Woche, jawohl, nächste Woche am Mittwoch dann einschalten, weil dann wird die nächste Folge erscheinen. Für diese Woche gibt es nur eine Folge KFT, dafür gibt es nächste Woche dann eine Special-Folge, wie erwähnt, gegen den Rob von den Super Swiss Bros. Und deren Kanal ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checken den ab, lasst grüß von mir da und natürlich als Abo, wenn euch gefällt, was ich für Videos mache. Sie machen hammergeile schweizerdeutsche Let's Play Videos, sind 2 Brüder. Einfach abchecken und ihr seht es dann, ihr könnt mir auch vertrauen, checken das ab. Jetzt kommen wir wieder zurück zu der Folge 8 Ankündigung. Wie gesagt, erster Teil auf ihrem Kanal, zweiter Teil natürlich auf meinem Kanal. Auch da spiele ich dann wieder gegen den Rob von den Super Swiss Bros. Und wenn ihr die volle Packung mitkriegt von KFT, ist natürlich die Pflicht, beide Teile auf diesen Kanal anzuschauen. Besonders, weil man weiss ja nicht, welche Spieler upgradet werden in der Folge bei mir. Vielleicht verpassen wir das als Upgrade gesehen, weil das vielleicht schon wieder upgradet worden ist, also der Innenverteidiger oder Goalie in dieser Folge auf meinem Kanal. Ist ja gut möglich, weil Totti könnte Spieler werden und ich will ja Goalie und die Innenverteidiger ja eigentlich aufbessern. Und somit ist das ja sehr gut möglich, dass einer von den Spielern, der neu kommt, gerade uns wieder verlassen wird. Ja, das war's. Ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt. Einfach nochmal zum Erwähnen. Nächste Woche am Mittwoch, 5 oder um 6 Uhr, wird das Video oder werden die Videos zeitgleich natürlich erscheinen. Jetzt bin ich wirklich am Ende angekommen und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr zeigt mir das mit dem Daumen nach oben zu dem Video. Und jetzt verabschiede ich mich noch mit meinen bekannten Worten und die wären einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao! Scheiße! Komm! Wir brauchen die Punkte! Oh, zum Glück hat er den noch geholt. Oh, komm! Oh, fuck! Oh!